Am Fond de Gras war de Blues Express, der vom Service Kultural von Daverding organisiert gouf. Das uns aber noch mehr machen wie dat, davon hat sich Jessie ein Bild gemacht. Bei mir ist Franz Meusch, der Responsable vom Service Kultural von Daverding. Franz, was ist das Funktionament vom Service Kultural? Wir haben eine ganze Partyaufgabe. Für dich haben wir 6 Leute schaffen. Das geht von Mi-Temps über 75% Tage bis zu Plein-Temps. Das geht auch vom Funktionär über den Employé zum Stagiaire. Also ein bisschen alles, was da vertraut. Wir haben einen ganzen technischen Teil, wo man müssen machen, erledigen. Das ist zum Beispiel die Reservation vom Gemengen Material, die Reservation von allen guten Sälen, die der Gemeng geheieren, Reservation auch von den Gemengen Plätzen. Wir können uns auch Subside von den Gemengen Vereinen. Wir haben 183 Vereine an der Gemeinde, wo wir auch den Kontakt mit denen haben. Wir machen Kommunikation extern hauptsächlich, kommunizierte Pressen, Newslettern, SMS to Citizen, alles was eben an den Bereich fällt. Wir machen DVD für eine Stadt zu repräsentieren, wir machen CD, an alles was an den Bereich Publikationen fällt. Und dann natürlich den Hauptvolley, das sind als Manifestationen, die wir organisieren über das ganze Jahr. Da fallen Konzerte dran, Festivalen, Fester, Ausstellungen, Kirmessen, März, also an alles, was an Daverding lebt über diesen Service. Die macht ja viel Konzerne heute zu Daverding. An wie dezidiert ihr, wen darf überhaupt kommen? Wir machen einen Plan vom ganzen Jahr. Wir machen immens viel am musikalischen Bereich, eine ganze Partie von Festivals, von Konzerten und so weiter. Laufen über das Jahr. Wir kriegen eine ganze Partie de Monten ran, hunderte von Monten von Banden, die gerne auf den Giffen spielen kommen. Wir lauschen uns alles an, setzen uns zusammen und dann teilen wir das ab über das ganze Jahr. Zum Beispiel den Festival Blues Express, wo Center 8 Jahre besteht. Da spielen 700 Spenden an einem Abend, neben einer ganzen Party von Attraktionen, die den Abend geboten gehen. Es war 2004, wo wir uns Gedanken gemacht haben, und Daverding braucht ein grosses Festival. Und da sind wir natürlich auf den Parc Industriel et Ferroviaire du Fond de Grâce gestoßen, weil das von den touristischen Highlights hier in unserer Gemeinde ist. Wir haben den 1900 gefahren, wir haben den Miniasbund laufen. Daverding war an uns nach immer eine armste Stadt und war nach immer eng verwurzelt man Blues, und da sind wir natürlich auf die Idee gekommen, sich der Stadt Blues, ja, den Blues Express gehört, auf Daverding an 2004 Hummeren an Leben gerufen. Auf von da lebt der Blues Express all Jahr. Ich hatte für schon kurz gesagt, 700 Spenden waren zum Beispiel 2011 an der Programmation vom Blues Express mit dabei. Est-ce qu'il y a un groupe spécial que vous aimeriez voir ce soir ou pour lequel vous êtes venu? Moi, pas spécialement, je suis surtout là pour découvrir en fait. On est venu l'année dernière, nous, et on connaît bien Train 1900 en plus, donc on est venu aussi pour ça. Mais surtout pour la musique et l'ambiance qu'il y avait l'année dernière était géniale. Das ist die dritte Kehr, wo ich scheiße, das gefällt mir super. Aber was zieht der Scheiße speziell un? Naja, ich fand, dass das so war, schön kriegt Jäffchen aus, da daneben ist viel Charme. Und dann natürlich schön ist der Blues an den Jazz immens gern. Wie war denn das der persönliche Favorit im Blues Express? Favoritnummer am Anfang all Jahr mit dabei. Es sind aber Topstaren am Anfang, die all Jahr auf den Blues Express kommen. Und das Jahr war das den Larry Carlton. Er hat 4 Grammy gewonnen, absoluten Star an dem Bereich, der wirklich mit den großen Banden auf der ganzen Welt gespielt hat. Daneben hat man nach den Papa Chubby, bisschen den Enfant terrible von der ganzen Szene. Aber auch über die Jahre, da war coup de cœur, den wir uns gegönnt haben. Die Bläsersektion von James Brown hat man Blues Express gespielt. Und 2011 hatten wir über 15.000 Visiteure gezählt an einem Abend Blues Express zu La Sauvage an am Fond de Grâce.